Ja, Sicherheitsfrage. ja, etwas zu tun haben. Etwas zu tun haben. Mhm. Genau. Hey, wir sind da bei dir im Garten. Also sprich, nein, wir sind ganz ehrlich sein, wir sind da im Wallis im Garten. Die Reise nach Zolliken ist zurückgekommen ins Wallis. Sitze jetzt da mit dem Valentin und ja, Valentin, dein Garten ist einer der ältesten Gärten in ganzen Zolliken, oder? Ja, mal. Ja. Doch. Heute zusammen, Paradies ist wunderschön. Und es ist der älteste Garten in Zolliken, also wo also für Kulturen gebraucht wird. Ja. Seit wann gibt es den Garten, weißt du das? Ja, nein, das wissen wir natürlich nicht. So aber ungefähr 18? Ja, also das Haus ist ja gebaut worden so vor ein bisschen mehr als 500 Jahren. Ja. Meine Mutter weiss sogar genau, irgendwie so für 15 irgendetwas, ja. Also sie hat mir gesagt, etwa 1810 etwas... Oh, nein, der Reformation. Zur Zeit der Reformation. Ja. Genau, oder? So. Ja, also dort dann ist es nicht gebaut worden, dann ist sicher eine Renovation gemacht worden, dort aber... Okay. Ja. Also gebaut worden ist vor 500 Jahren und die Schür nebendran vor 300 Jahren. Ja. Das ist schon ein bisschen länger her. Also ein ziemlich alter Garten, genau im Herzen von Zolliken. Und du betreibst Permakultur. Wieso Permakultur? Ja, Permakultur ist einfach, für mich ist es einfach, wir arbeiten im Paradies. Und ja, ich wollte das natürlich anderen näher bringen, weil es ist Teil der Lösung. Und ich meine, ich kann so frei sein in einer Permakultur und es werden einfach noch zu viele dumme Jobs gemacht, die gar nicht glücklich machen und man macht es einfach wegen Geld. Wir hätten da etwas anderes zu tun, das wirklich einfach glücklich macht, oder? Und bist fit, lebst länger und gesünder. Also, was spricht dagegen? Bist mit Tieren zusammen, die auch zufrieden sind und die nicht im Stall gefoltert werden. Ich meine, das ist etwas anderes. Ja, und wiefern tut es zu der Lösung beisteuern? Ja, also wenn es jetzt grossflächig Permakultur geben würde, was würde sich ändern, deine Meinung? Ja, also ich meine, man könnte einen ganz grossen Teil von der Klimaproblematik lösen, indem man, eine Permakultur stellt das beste Wasser her, das du überhaupt kannst. Also ich meine, das ist unbezahlbar, wenn man jetzt auf die Schweibenalp raufgeht, oder dort wird das Wasser schon so hergestellt seit Tausenden von Jahren, oder? Und das Wasser, das ist Lauretana, das ist das weichste Wasser überhaupt, oder? Und das wird extrem teuer verkauft, weltweit. He? Also ich meine, das hat einen Wert, oder? Also, und zwar einen extrem hohen Wert. Also auch wenn man reich sein will, also wenn man reich werden will, dann ist Permakultur auch ein Ziel der Lösung. Also ein Teil der Lösung. Inwiefern das? Ja, weil man halt einfach wirklich extrem hochwertige Produkte erstellt. Und zwar also die allerhochwertigsten Produkte überhaupt. Weil man braucht keine Maschine. Man tut den Boden pflegen, man tut den Humusanteil erhöhen im Boden. Man kann bis zu so 10-20 cm Humus pro Jahr kann man produzieren. Und wenn man das zu Ende denkt, also wenn jetzt alle würden mit Permakultur anfangen, dann hätten wir irgendwie alle zusammen irgendwie einen Meter mehr Humus auf dieser Welt. Also ich meine, wenn es die ganze Zeit weggespült wird von all diesen Starkregen, dann muss man halt auch produzieren. So ist es. Ja, und du wohnst in Zolliken, du bist im Herzen von Zolliken. Wie würdest du Permakultur... Ich sage, mein Bild von einer Welt, die funktionieren wäre, wenn jede Gemeinde immer eine Permakulturverantwortliche hat. Oder? Dann brauchst du nicht so viele Spezialisten,
aber ja, du hast einen Verantwortlichen, der die Plätze anschauen, oder? Und der Und Permakulturverantwortliche wäre dafür verantwortlich, dass es möglichst viel Essen für das ganze Dorf selber gibt, oder zum wie? Beispiel, ja, zum Beispiel. Und eine möglichst hohe Biodiversität. Ähm, ja, also der Permakulturspezialist ist sicher auch im Tiefbau dabei, ja, auch teilweise im Hochbau, aber vor allem im Tiefbau. Ja. Und die Landwirtschaft allgemein, wie siehst du die Zukunft von der Landwirtschaft? Ja, also ich bin halt einfach gegen so die Nutztierhaltung. Also das ist jetzt überall die ganze Zeit in den Zeitungen. Also ich glaube, wir haben in der Gesellschaft einen Konsens, dass wir wollen den Tieren Recht geben, weil das sind liebliche Wesen, wir lieben die alle, nicht nur den Hund, sondern auch Kuh und Schwein und auch das Hühnchen. Und darum, ja, wenn wir das als Konsens haben, dann müssen wir es halt auch durchziehen und dann brauchen wir eine Landwirtschaft, die auf Augenhöhe ist. Ja, was mir aufgefallen ist bei euch im Garten, es bewegen sich die Leute aus aller Ferne, kommen bei allen zusammen im Herzen von Zollikofen zusammen bei dir im Garten. Du praktizierst eine ganz besondere Art von People Care, die ich bisher noch nie gesehen habe und nie erlebt habe. Wäre ganz besonders. People care in a very special way. Valentin, wie er lebt und läuft. Very special. Ganz was Besonderes ist der Valentin. Also wenn ihr es mal live erlebt, ist wirklich zu ernst nehmen. Das ist eine ganz krasse Sache. Aber eben, bei euch, ja, die Menschenbewegung ist gross. Ja. Das bedeutet dir, glaube ich, auch noch relativ viel, oder? Ja, also ich meine, es ist wirklich lässig. Also es funktioniert langsam alles so automatisch und sogar einfach noch mehr, als man denkt. Willst du mal aufhören und dann ist jetzt einfach Du. mit mir? Wer bist denn du? Ich bin die Maika. Maika. Ja. Und du bist da im Garten daheim. Ja. Also ich bin beim Valentin daheim und ja, ich helfe ihm bei gewissen Sachen und ich fühle mich da halt einfach im Garten am wohlsten. Und wir sind jetzt da bei den Ringelblümchen, auch bekannt als Calendula. Die sind natürlich total lässig zum Salben machen. Salben machst du auch selber? Ja, das machen wir selber. Ich habe ein gutes Rezept gefunden. Wo kommt man die über oder machst du das einfach für dich privat? Ich mache es jetzt mal für mich privat, Ja. weil ich jetzt eigentlich wie so die Alchemie von der Pflanze am Kennenlernen bin und wie man es verarbeitet, wie man Öl macht. Also man macht eigentlich wie so zuerst das Öl, lässt es einen Monat stehen. Am besten im Dunkeln, wenn man weg kann, muss man kurz ein bisschen ins Sonnenlicht heben, damit es auch noch die Kraft von der Sonne bekommt. Und dann nach einem Monat, wenn dann das Öl ready ist, dann kann man eine Salbe daraus machen. Und jetzt aus dieser Ringelblumensalbe, was für eine Salbe würdest du machen? Die wäre zum Beispiel gut bei Hautkrankheiten, bei Wundheilung. Also die Ringelblume ist bekannt dafür, dass man sie einsetzt bei Wundheilung, das heisst bei Narben. Es kann auch bei Sonnenbrand eingesetzt werden. Also im Extremfall könnte man sie auch essen. Die kann man essen, genau. Die sind essbar. Die sind auch sehr lässig so im Salat. Du kannst so als Garnitur auf den Salat tun. Es sieht auch schön aus. Was benutzt denn du jetzt für ein Öl für das? Also eigentlich das beste Öl, das man benutzen kann, ist Mandelöl, ist aber relativ teuer, darum ist es empfiehlt sich einfach ein Sonnenblumenöl zu benutzen, das hat keinen Geruch. Wenn man das nicht hat, kann man auch Olivenöl benutzen. Das Olivenöl ist auch sehr gut. Dort halt einfach immer schauen, dass man vielleicht irgendwas Biologisches benutzt. Das ist Beifuß oder auch als Artemisia officialis bekannt. Eine meiner absoluten Lieblingsheilpflanzen, auch weil es eine der ersten war, die mit mir geredet hat. Dort habe ich wie so verstanden, dass ich die Sprache der Pflanzen beherrsche, weil ich sie gesehen habe. Und ohne eigentlich zu wissen, was für eine ist, habe ich wie verstanden, dass sie eingesetzt werden als Heilpflanze. Ja, aber wie du vorher erzählt hast, dass deine Frau ja auch Sirup macht. Man kann Sirup machen, da kann man auch Salben machen, Öl.
hat ganz viele gute Wirkstoffe, vor allem für Frauen. Das Einzige ist, dass es halt nicht während der Schwangerschaft eingesetzt werden und auch nicht während der Stillzeit. Allerdings eine ganz schöne Geschichte, also aus der keltischen Kultur, nämlich während der Geburt hat man sich früher der Frau, die am Gebären war, ein Bett aus Beifuß gemacht und sie dort angelegt. Und ihr das im Moment von der Geburt geben, falls sie Komplikationen hatte, weil es hilft eigentlich, wie so die Wehen einzusetzen und dann kommt das Baby schneller zur Welt. Und darum, das ist eigentlich sehr, sehr magische Pflanze. Also gibt es in dem Fall den Beifuß sozusagen das Kind in den Arsch mit dem seinem Bleifuß und damit das Kind schneller wieder da ist. Und darum sollte man es auch nicht während der Schwangerschaft benutzen, weil es eben, eigentlich eben auch die Geburt kann provozieren kann. Darum, also vor allem in der Anfangsphase sehr vorsichtig sein. Sonst hilft es, den menstruellen Zyklus zu begleiten als Frau, wenn man möchte besser einstellen und auch besser kennenlernen. Und, das finde ich natürlich ganz abgefahren, und so ist eigentlich der Beifuß in mein Leben gekommen. Und zwar hilft es beim luziden Träumen. Luzide Träumen? Luzides Träumen. Also unterstützt es das? Es unterstützt das also luzide Träumen. Es ist eine sehr magische Pflanze. Darum, wenn man zum Beispiel Mühe hat, sich an seine Träume zu erinnern oder sich mehr mit seinen Träumen connecten, also halt verbinden, dann empfiehlt sich der Beifuß. So. Man sagt sogar, und das ist vielleicht so ein bisschen eher aus dem Hexenkräuterbereich, dass jede Heilpflanze weiss, was der Besitzer oder der Besitzer vom Land braucht. Und sie kommen in dein Leben aus einem Grund. Also, dass sie jetzt da sind, vielleicht braucht der Valentin ein bisschen mehr Luzid, muss ein bisschen mehr Luzid träumen, dann wächst da auch so viel von diesem Beifuß. Also, darum, wenn ein Unkraut oder so ein Unkraut bei euch wächst, könnt doch einfach nachschauen im Internet. Es gibt Apps, die man benutzen kann, um zu schauen, was es überhaupt auf sich hat mit dieser Pflanze. Und bevor es wegreisst, könnt euch mit dem auseinandersetzen, weil vielleicht ist sie in euer Leben gekommen, weil ihr es genau braucht. Super! Und ich würde sagen, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt heimgegangen. Du gehst jetzt wieder, also wirst die nächsten paar Tage nicht dabei gewesen. Danke vielmals für deine Botschaften. Hey, ich merke ganz fest, du bist da daheim in diesem Garten und du bist eine Bereicherung für unsere Welt. Und weißt du was? Danke. So geil, dass du einfach so über die Magie der Pflanzen kannst so frei von dir reden. Hey, darf ich dich einfach als Hex betiteln? Ja, sehr gerne. Aha! So schön! Ich fühle mich als Hex, auf jeden Fall. So schön, so schön! Das ist so, also ist wirklich lässig. Also ich meine, zum Teil gibt es einfach fast ein bisschen viele Delegationen, gerade damals schon vom Morgen früh. Da wird das Essen abgeladen und dann kommt irgendwie das Architektenteam und nachher kommt die Schwester mit den Kindern und nachher kommen die Afghanen noch heim und dann hast du irgendwie noch die Iraner, die sonst noch im Garten arbeiten und dann wird es halt schon ein bisschen bunt, ja. Ja, das ist herrlich. Das ist People Care auf ganz einem anderen Niveau. Wo im Alter, das ist Permaculture Living, oder? So, das ist der Lifestyle. Weil für dich also ich könnte es ohne Alkohol nicht machen, also auch nicht ohne Kiffen, das geht einfach nicht. Also weil ja, ab und zu man muss sich einfach irgendwie mal einfach einen Freipass geben, um das einfach mal auch geniessen, oder? Ich meine, dass das überhaupt so funktioniert, oder? Und Genialität und Wahnsinn so nah beieinander. Und dass man sich kann betrinken und es läuft trotzdem so weiter, oder? Ich meine, das ist eben auch etwas Schönes, oder? Man kann sich einfach ausschalten und es läuft weiter. Permakultur, das ist ein selbsterhaltendes System, oder? Hey, Leute, wie ihr hört, meine Reise durch die Permakulturlandschaft, die Schweiz hat sehr geil angefangen in Zolliken mit dem Valentin. Schaltet der Valentin einfach das Radio ein und als erstes Lied, hört es? Oh, in the name of the Lord, yes? Rolling Stone. Yes, einfach so, schaltet ich kann es schon schneiden. Schaltet das Radio ein und dann kommt das direkt. Ja, der Rolling Stone. Sogar mein Hut angekleidet. Wir ziehen es jetzt, wie gesagt, gerade weiter im Wallis. Ihr könnt denken, was ihr wollt, wie ihr wollt und überhaupt und sowieso. Gerade zwischen Genialität und Wahnsinn ist schmal, aber es ist genial, dass es Leute gibt, die wollen
die Welt verändern mit Permakultur, auch wenn es wahnsinnig ist, zum Denken, dass wir unsere Welt noch könnten verändern. Hey! Auch wenn ihr nicht Spinner kämpfen heisst zum Nachnamen, ihr könnt trotzdem kämpfen und spielen. Oder mit den so. Spinnern zusammen kämpfen. Ja, Ich genau. wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Viel Spaß. Ja. Danke vielmals fürs Zuschauen. Abonnieren, liken. Sind gespannt. Das kommt also in der nächsten Folge kommt ein Interview mit der Kräuterhex, so wie ihr auch jetzt kennengelernt habt beim Wallet im Garten. Aber ganz eine andere. Und dann eben später gibt es noch ein Interview mit aquaplant.ch und die Reise durch die Schweiz, die hat erst gerade angefangen. Viva la Revolution, permakultur.ch. Hey, Vergessen Biofyden nicht, das gibt es immer noch. Also falls ihr interessiert sind an Biofyden, werdet selber aktiv. ja, so ist es. Werdet aktiv, den Garten abpflanzen, eure Tiere halten und produziert vor allem etwas zu essen. Tschüss zusammen, habt's gut und ja, viva la Revolution.